Vizepräsidenten, 28 Kommissaren. Da ist die neue Equipe von Jean-Claude Juncker für Europa, die für die nächsten 5 Jahre wird viel Arbeit machen. Mit der Person von Jean-Claude Juncker kriegt Lützeburg für die dritte Kehr die Präsidenz von der Kommission, von der Europäischen Kommission, nom Gaston Thorn und nom Jacques Santer, was für Lützeburg sicherlich ein großes Eier für den Kommissionspräsident stellen zu können. Das heißt natürlich auch, dass Lützeburg kein Kommissär hat, mit dem Kommissionspräsident. Bei den Kommissären ist es so, dass die vorgestellt werden und dass die am Raum steht vom sogenannten Lead Commissioner. Das heißt, für eine Sort von Hierarchisierung von der Kommission, eine erste Kehr wird es bislang nicht gehen, dass nämlich Kommissären da sind, die andere Kommissären zuschaffen. Das wäre eine Neuerung an der Kommission, die ja das ja sowieso eine andere Nuss hat, weil sie für die erste Kehr ihre Kommissionspräsident hat, die quasi demokratisch legitimiert ist durch die Europawahl. Aber wie geht es weiter? Die Kommission steht, der Kollege steht, der Kommissionspräsident ist nominiert, designiert. Lo geht es nach Drums, dass in den nächsten Wochen, am September, Anfang Oktober, die sogenannten Hearings beim Europäischen Parlament sind, wo alle Kommissär, den designiert das, ob Herz und ob Niere geprüft wird. Und dann geht den 22. Oktober, wahrscheinlich den 22. Oktober, mittwochs, am Kader von der Session vom Europäischen Parlament zu Straßburg, die neue Kommission vom Parlament aufgesehen. Das Parlament geht zu einer Wahl und da kann die Kommission den 1. November, wie es hier gesehen hast, hier habe ich abholen. Und darüber sind wir ganz gespannt.